Es ist eine raue, wilde Schönheit, die den Bayerischen Wald an vielen Orten ausmacht. Bayerisch Kanada, sagen die Fremdenverkehrsprofis. Besonders schön ist es bei den Rieslochfällen oberhalb von Bodenmais. 5 Bäche vereinigen sich hier zum Riesbach. Einer der beliebtesten Wanderwege führt dorthin. Ein Hotspot an schönen Herbstwochenenden. Nur ein paar Meter unterhalb sind kaum Menschen unterwegs. Einsam und reißend sucht sich der Bach seinen Weg durchs jahrmillionenalte Waldgebirge. Stefan Tremmel ist gelegentlich hier unterwegs, mit einem eigenen Blick. Es ist schon eine Schatzsuche, so ein gewisses Jagdfieber, was dich dann packt. Wenn du einmal anfängst und dann hast du deine Augen ja nur noch am Boden. Und du stierst und schaust und da spitzt was Vierer und da gehst hin und da gehst hin. Und mittendrin bist du stundenlang unterwegs und hast vielleicht immer noch nichts gefunden, aber das ist ja genau dieser Reiz da dran. Stefan Tremmel ist Goldschmied und mit Steinen aufgewachsen. Schon sein Großvater war Mineraliensammler und der Funke sprang auf ihn über. Er verbindet mit den Steinen Heimat. Manchmal ist auch mal was dabei, dass du sagst, boah, ist das ein schöner Stein. Der muss nicht einmal einen Edelstein drin haben, sowas wie Granat oder Iolit oder Kordierit oder sowas. Der gefällt dir einfach und der ist so besonders, der sticht außer. Weißt du? Ja, wow. Das ist ein waschechter Kordierit oder Iolit. Das ist mit einer der schönsten Edelsteine, die es bei uns gibt, finde ich persönlich. Diese Veilchenfarbe, dieses leicht Violette, dieses Fliedern, ich glaube, der hat auch eine gewisse Transparenz. Mitnehmen darf man auf jeden Fall. Diesen Iolit, auch Kordierit genannt, gibt es weltweit. Aber Stefan Tremmel verarbeitet am liebsten Steine aus dem Bayerischen Wald. Im besten Fall wird es ein wunderschöner Stein, der dann im Anschluss auch fassbar ist, in einem Schmuckstück. Im schlimmsten Fall kann der platzen. Seine Werkstatt hat er im Laden seiner Mutter Yvonne. Sie versucht schon lange, ihre Kundinnen und Kunden für die Mineralien aus dem Bayerischen Wald zu begeistern. Für Schmuck aus Granit etwa. Die Bodenmeiser haben gesagt, na, was willst du denn mit den Pflastersteinen? Ja, das haben wir so oft gehört, während aber die Touristen das geschätzt haben und gesagt haben, endlich einer, der tatsächlich den Granit verarbeitet. Also es wurde dann schon geschätzt und heute noch mehr, muss ich sagen. Ja, ich habe ja selbst auch eine ja, die Urigkeit und was man ihm ja auch nachsagt und was man auch spürt, die Kraft, die er hat. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich die Kette habe, ich bin geerdet. Vor dem Schleifen hat Stefan den Iolit auf ein Beinchen geklebt, um ihn besser bearbeiten zu können. Hat schon eine richtig schöne Farbe. Er schleift ihn kuppelförmig für einen Ring. Immer nur eine hauchdünne Schicht, dann wieder mit Wasser kühlen, damit er nicht springt. Obwohl er mit dem größtmöglichen Fingerspitzengefühl arbeitet, passiert es doch. Ja, ein Teil ist jetzt abgeplatzt, so. Diese Rissstruktur, die wir vorhin auch ein bisschen im Auge behalten wollten. Da ist jetzt ein bisschen was abgeplatzt, aber das ist jetzt
Noch lang kein Beinbruch. Also behutsam weiterschleifen und dann polieren. Fertig. Fertig ist er. Bin begeistert. Du kannst nie genau sagen, was unterm Strich rauskommt dabei. Was drin ist in dem Stor. Mag er was werden? Super, trotz eben dieser Einschlüsse. Er ist lebendig, er hat Feuer. Wunderbar. Und so schaut dann der fertige Ring aus. Stefan Tremmel hat Fotos geschickt vom Schmuckstück mit dem Iolit aus dem Riesbach. Im Fremdenverkehrsort Bodenmais ist er nicht mehr wild und ursprünglich, sondern eingesperrt zwischen Mauern. Hier, rechts und links von ihm, standen einst die Hüttenwerke. Erz aus dem Bodenmaiser Bergwerk hat man verarbeitet, unter anderem zu Polierrot. Das rote Abwasser hat einst die Mauern gefärbt. Auch nach dem Aus für die Hüttenwerke 1962 blieb der Bach jahrelang rot. Elke Hiebel erinnert sich an eine schlimme Überschwemmung in den 1970er Jahren durch diesen kleinen Rotbach-Zufluss. Dann war halt der ganze Hof, der ganze Garten, alles was hinter mir ist, von einer roten, rostbraunen Schlammschicht überdeckt. Und wir haben dann praktisch unseren Garten mit normalem Leitungswasser wieder sauber gewaschen. Hier fand der Übertage Erzabbau statt. Gottesgab nannte man diesen Platz, weil der Bergbau den Menschen im damals armen bayerischen Wald Arbeit und Einkommen brachte. Wanderführerin Elke Hiebel zeigt uns die Abraumhalde unterhalb der Gottesgab. Es sind die Reste aus dem Erzabbau, die, ganz vereinfacht gesagt, rosten und die Erde färben. Die Leute, die im Berg teilweise gearbeitet haben, die hat man halt dann die roten Männer genannt. Aus Erzählungen von Oma, von der Mutter her, die noch kennt haben, hat das halt so geheißen. Die haben halt erzählt, die sind ständig irgendwie mit roten Händen umeinander gelaufen, die Sachen oft gar nicht mehr richtig rauswaschen haben können. Und deshalb heißt der Bach ab Bodenmais Rotbach und nicht mehr Riesbach, auch wenn er nach 60 Jahren längst wieder klar geworden ist. Elias Bauer ist leidenschaftlicher Angler und zweiter Vorstand der Rotbachfischer. Er liebt es, hier in der Natur zu sein. Heute hat er die gewohnte Angel mit einer Fliegenrute getauscht. Also Fliegenfischen ist nicht leicht. Ich bin auch nicht der Beste, aber ich kann es zumindest so, dass ich ab und zu einen Fisch fange. Fliegenfischen ist schon relativ schwer. Ja, einfach die Schnur so zum Führen, dass der Köder, dass man die Schnur rausbringt. Ob es ihm gelingen wird, eine Esche zu fangen, die setzt der Fischereiverein ein. Am Haken hängt ein Köder aus Fell. Der schwimmt oben und soll Fische anlocken. Es ist nicht langweilig, es ist immer Adrenalin, da bist du halt dabei und es ist einfach schön. Wir wünschen Petri Heil und treffen den Rotbach wieder in Kronhammer. So heißt dieses Tal. Der Name weist darauf hin, dass die Wasserkraft hier jahrhundertelang Hammerwerke angetrieben hat und Mühlen. Nur eine einzige davon ist übrig geblieben, die Böbrachmühle. Denn das gesamte Tal sollte in den 1950er Jahren unter einem riesigen Stausee verschwinden. Die Menschen verkauften ihre Häuser, doch der Böbrachmüller widersetzte sich. Und so blieben der Rotbach, die Böbrachmühle und die Landschaft erhalten. Auch die Großeltern von Alois Weindl hatten ihr Haus schon aufgegeben, konnten es dann aber doch zurückkaufen. Dieser Herd stand früher in der Stube. Der Ofen, der ist jetzt relativ kalt, weil er draußen steht. Und bis sich der erwärmt, dass das Abgas quasi Temperatur, dass das einen Auftrieb hat, dauert es einfach ein bisschen länger. Ne? Deswegen raucht es so.
Das war im Frühjahr in der Sturm drin auch so, wenn eingeheizt worden ist und drauf die Sonne hat gescheint draußen und quasi auf dem Kamin drauf hat das aufgeheizt und dann hast du einfach eine Zeit gebraucht, bis du einen Zug gehabt hast. Als Kind hat Alois immer seine Ferien hier bei den Großeltern verbracht. Seit 6 Jahren renoviert er das Haus. Im Endeffekt ist ja bloß ein Haus, aber es ist das Haus von meinen Urgroßeltern, die das quasi gebaut haben. Und ich habe halt mit meiner Familie da drin ein Heim geschaffen. Und das ist mir sehr wichtig. Ja. Hirschgulasch vom Holzofen gibt es heute, von den eigenen Sika-Hirschen, die zwischen Rotbach, Haus und Wald ihr Gehege haben. Die Töchter Hanna und Stella dürfen jetzt in der Brunftzeit höchstens mal zum Futter verteilen ins Gehege. Als sie ganz, ganz viel Hunger hatten, konnten wir aus der Hand füttern. Und ich finde es auch so schön, dass man sie auch immer beobachten kann, wie wenn zum Beispiel neue Babys kommen, dann sieht man sie immer, weil die sind meistens noch so klein, wenn sie gerade erst geboren sind, und das ist so süß. Ihre Mama Katja ist Holländerin und lebt seit 17 Jahren im Bayerischen Wald. Für sie war es neu, das Fleisch von eigenen Tieren zu essen. Am Anfang habe ich mir recht schwer getan, weil man eigentlich das ganze Jahr die Tiere füttert und eine Beziehung aufbaut zu den Hirschen. Aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt und man möchte doch gern Fleisch essen, dann eigentlich gern von einem Tier, wovon man weiß, es hat ein gutes Leben und vor allem keinen Stress. Denn Alois, der auch Jäger ist, schießt die Tiere selbst im Gehege. Ich habe schon Respekt vor dem Tier. Also ich tue es auch nicht gern, sage ich mal. Aber für mich gehört das zum Kreislauf eben dazu. Ne? Anfang und Ende. Ne? Mehrere Keulen zerlegt er heute am Esstisch. Hier war früher die Stube der Großeltern und draußen die Speis. Da wo ich sitze, da war früher das Kanapee. Da ist der Opa dann oft gesessen und die Oma, weil da war dann der Esstisch und da waren immer Gäste da. Das hat ihr immer gefallen, wenn sie was gekriegt hat, wenn wir Kinder da waren beim Spielen, und das ist, sehe ich auch so. Also das Haus, wenn leer ist, dann fühle ich mich auch nicht wohl. Alois ist Polizeibeamter, Katja Bürokauffrau. Sie arbeitet für ein internationales Unternehmen, betreut unter anderem Kunden in Holland. Ich empfinde das als absolute Freiheit hier. Man geht aus der Tür raus, ist sofort mitten in den Wald und hat echt Ruhe. Ich komme ursprünglich aus der Stadt Arnheim, absolute Großstadt. Und eigentlich das krasse Gegenteil, von was ich jetzt hier habe. Aber wenn ich es jetzt vergleiche mit wie ich jetzt aufgewachsen bin und meine Kinder hier aufwachsen, das ist absolut schön hier. Und dazu gehört auch, befreundete Familien ganz zwanglos zum Hirschgulasch einzuladen. Noch 3 Kilometer fließt der Rotbach von Kronhammer aus dem Schwarzen Regen entgegen. Die Kiesbank am Zusammenfluss ist schon seit vielen Jahrzehnten der Treffpunkt für Jugendliche aus Böbrach. Da haben wir gezettelt, da haben wir Lagerfeuer gehabt und so die ersten Kontakte mit anderen Mädels dann. Und ja, die eine oder andere Liebelei dann vielleicht auch. Jahre später kommen sie als Familien zurück. Der Papa hat ihm da herunter das Platteln gelernt. Oder hat man probiert, dass man auf die andere Seite noch mitkommt. Das war vor 30 Jahren. Und heute zeigt er seinen Kindern, wie man plattelt, also Steine flippen lässt. Der Rotbach geht auf im Schwarzen Regen, mitten in Bayerisch-Kanada. Eine Wildnis, die der Seele gut tut.